Ja, grüß euch Bernhard und einen Sackrischgurden. Jetzt Kasperl. Okay, Leute. Ich bin mir nicht sicher, was ihr zuerst hört. Das hier ist Part 16. Part 15 ist wieder in der berühmten Überprüfung. Etzadler, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, den habe ich gestern für euch aufgenommen. Und, genau. Wenn wir mal schauen. Ich bin ehrlich mit euch. Part 15 ist womöglich der schwächste Part von allen. Ne? Im Notfall habt ihr da nicht viel verpasst. Ne? Also, es war sehr, sehr, sehr viel von dieser Anime-gelabere Scheiße, die da drin war wieder. Und ich habe da echt keinen Nerv mehr drauf. Das ist das Geschwafle über Animes und das, wenn er wirklich nur sich aufs Daddeln konzentriert, wie es dann wie so ein, ne, wie einer seiner berühmten Gaming-Streams ist. Das ist so dröge und das ist so schwierig auszuhalten für mich. Das wirklich wild. Ne? Da ich null Bock drauf und es wirft mich dann auch immer ein bisschen aus dem Flow. Ne? Man hockt ja hier, man hatet sich so ein bisschen ein und dann mit der Zeit läufert. Und aus dem Flow rauszukommen ist richtig scheiße. Und das ist dann, wenn ich mich dann ärgern muss, dass ich mir denke, so ja, Digga, ist okay, ne? Der hat jetzt da 300 Animes vorgeschlagen. Juckt. Ne? Oder er daddelt halt jetzt und währenddessen, ja, brabbelt er halt vor sich hin wie ein kleines Kind. So, ja, juckt genauso. Und dann ärgert mich das, weil ich mir denke, wie gesagt, ne, ihr könnt die Zeit auch sinnvoller nutzen. Also hier anständigen Content machen, vielleicht die Putze sauber machen, das Bad muss mal wieder geputzt werden, zum Beispiel Wäsche und so ein Shit, ne? Man hat immer was zu tun. Und stattdessen sitzt man dann da und dann ist hier das und das Item, jetzt kann ich das und das Set benutzen. Tolle Wurst, ne? Klar, ein kleines Highlight davon waren wirklich und da fand ich es wirklich nett, dass sie das gemacht haben, dass sie die Plakate rausgesucht haben, beziehungsweise die Covers halt von den entsprechenden Animes, von denen da schwallt. Und dann daneben immer nochmal das so mit Photoshop bearbeitet haben, dass dann da auch das steht, was er vorgelesen hat. Und das ist dann schon funny. Ne? Das ist dann schon funny, aber das rettet die ganze Nummer nicht. Ne? Das rettet sie nicht. Das ist immer noch Arsch der Anime-Schwalerei. Vielleicht ist das auch so ein Ding, weil ich halt echt Animes geben mir nichts, gar nichts. Und ich finde da keinen Bezug dazu. Vielleicht ist es dann noch ein bisschen spannender für Leute, die sich da in der Materie ein wenig auskennen, die vielleicht einige dieser Animes gesehen haben, fühle ich, ne, aber ist halt nicht mein Ding. Ne? Na gut, wo waren wir stehen geblieben? Der Hydrationslord, der Musikerlord kommt jetzt. Ich erwarte viel. Ne? Ich gehe da mit hohen Erwartungen rein. Nach dieser ganzen drögen Anime-Scheiße, also es ging jetzt bis hier noch, glaube ich, oder? Gaming-Geplänkel, Quatsch. Habe ich hohe Erwartungen. Ne? Jetzt ist mal wieder Zeit für Qualitätsmet, Digga. Richtig. In diesem Sinne. Hockt euch her, dann mal mehrere. Reißt euch Häube auf, an mir ging einer. In reiner. Perfekt abgeschlossen haben. Außer die Musikwelt geht noch dazu. Hey, ich habe wieder einen Rubbel los. Rubbel. Also Hose runter und losgerubbelt. Ich meine natürlich Hand aufgewärmt. Ah ja, sieh mal. Ein Mann ein Wort. In meinem Fall eine Frau ein Wort. Oder in diesem Fall halt. So, da haben wir auch wieder einen. Erstmal die Mucke genießen. Mhm. Ich liebe diesen Song übrigens. Das ist mega epic. Müssen wir abgehen, alle. Ja, vor allem die Gesichter von diesen gelben Dingern da. Okay, es fehlt tatsächlich nur einer. Okay, es fehlt nur der letzte. Das wird auch ein cooles Gefühl, das Spiel zu spielen, wenn man halt so im richtigen Moment drücken muss und genau in dem Moment kommen dann die Crunches. Ja, kann ich mir vorstellen. Spielt er jetzt Guitar Hero oder was macht er? Ist das jetzt so ein Ding?
Oh Gott. Ich weiß nicht, ich bezweifle, dass er gut in Guitar Hero ist. Vielleicht auf der leichtesten Schwierigkeit, ne, wo du dann wirklich, wo es egal ist, welche Taste du oben auf dem Griffbrett drückst oder ob du überhaupt eine drückst, sondern wo es dann nur wirklich unten um den Anschlag geht. Vielleicht auf dem Niveau. Und vielleicht hält er sich dann tatsächlich für den großen Rockstar und Musiker, ja, der Heavy Metal Drache. Aber, naja, das ist halt. Ich habe auch schon mal Guitar Hero gespielt, Digga. Ich würde mich auch nicht als Musiker bezeichnen. Ich will hier Internet-Kasper. Da bin ich semi-professionell. So ein Ding ist das nämlich. Wahrscheinlich denkt sich Rainer, ja, wenn es bei Guitar Hero, das wird dann mit der richtigen Gitarre schon auch so gehen. Boah, ich würde gerne mal wieder Schlagzeug spielen. Oh, Das stimmt, der Schlagzeug hat er ja auch mal gehabt, gell? Dann. Oh, Kollege. Da hat er bewiesen mal wieder, dass er ein Rhythmusgefühl hat. Ganz ehrlich, ein Rhythmusgefühl. Wie diese Dosen, die man hinten ans Auto hinbindet bei Leuten, die frisch verheiratet sind, ne? Alter Schwede. Sitzt du da, ja, wie Schlagzeugäffchen. Mit der Duracell-Batterie im Arsch und tut so, als wäre er Rockstar. Die Nummer mit dem Bass war im Übrigen auch so eine Nummer, ne? Aber umeinander gekaspert hat mit dem Bass, den er da hatte. Und so getan hat, als ob. du spielst Schlagzeug? Ein bisschen, ja. Sorry, spielst du ein Instrument? Und ja, ich habe auch schon mal an einem Schlagzeug gesessen und mit den Stöckchen ein bisschen auf die Trommelchen getrommelt. Und ich würde nicht von mir behaupten, dass ich Schlagzeug spiele, so wie er gerade. Ja, ich spiele ein bisschen Schlagzeug. Nein, ne? Ich habe auch schon mal ein paar Tasten auf einem Klavier gedrückt, deswegen spiele ich auch nicht Klavier. Ne? Bei Rainer ist das natürlich dieser dämliche Dunning-Kruger-Effekt, da ist es, glaube ich, ne? Dass er in seiner eigenen Ignoranz und Dummheit sich das alles so einfach vorstellt, dass er sagt, ja, ich behaupte einfach mal, dass ich es kann, weil so schwer kann es ja nicht sein, wenn dann einer nach einem Beweis fragt, das wurschtel ich da schon irgendwie hin, ne? Alle überbezahlt, diese Musiker. So eine Nummer, glaube ich, ist das. Das ist eine schwierige Frage. Also, ich habe mal Flöte spielen gelernt. Ich weiß nicht, ob ich das noch könnte. Und ansonsten habe ich eine Gitarre zu Hause, aber ich kann nicht Gitarre spielen. Das ist aber auch ein gängiges Phänomen, oder? Also zum einen, dass Mädchen gerade so im Grundschulalter irgendwie Blockflöte spielen. Zumindest war das bei mir aber so, wie in der Grundschule, da hatten wir mal so einen Tag, ja, jeder, der ein Instrument spielt, kann das mal mitnehmen und den Leuten was vorspielen. Und da war wirklich, keine Ahnung, allein in meiner Klasse waren irgendwie 4 Mädels, die alle Blockflöte gespielt haben. Und ja, dass heutzutage viele Leute irgendwo mal eine Gitarre in der Ecke stehen haben, die gar nicht Gitarre spielen können. Also gar nicht. Das wundert mich auch. Aber das ist glaube ich, auch eher so in der, wenn du in die linke Studentenszene gehst, so, dann hat man das halt. Ne? Es könnte ja jemand vorbeikommen, der Gitarre spielen kann. Dann haben wir schon mal eine Gitarre. Ne? Aber das ist ja auch, ja, keine Ahnung, das ist noch das Sympathische an der ganzen Szene. Luftgitarre spielt Raymond gerade. Yeah. Geschafft. Ich spiele Ja, Luftgitarre, das kann er richtig gut haben. Piano. Ah, cool. Ich habe tatsächlich mehr Instrumente gespielt. Gitarre, Bass, Schlagzeug, Piano, also Klavier. Weil jetzt muss er wieder aufschneiden. Alles gespielt. Ich blende es euch jetzt nicht ein, weil ich ehrlich gesagt zu faul dazu bin. Aber sucht es einfach, es gibt sicher auf YouTube, wenn er dann da umeinander klampft, auf seinem Kinder-Keyboard da, oder die Nummern mit dem Bass und sowas. Er hat alles schon gespielt, ne? Der Profi-Musiker ist er. Ja, ich sag, ich komme. Das gehört 4 Millionen Aufrufe gehabt oder so, keine Ahnung. Oh Mann, das hat ihm jetzt auch einfach damals ein fürchterlich falsches Bild von sich selbst gegeben, dass Skr so viele Aufrufe hatte. Da war er dann so,
boah, krass, ich bin jetzt professioneller Musiker. Und, nee, du bist halt einfach professioneller Volldepp. Ja? weil du nicht gecheckt hast, dass dieses Skr einfach urscheiße war und sich die Leute das aus Cringe-Gründen angeschaut haben. Nicht, weil sie dich irgendwie als Musiker gefeiert haben. Aber er ballert die Kurven einfach zu krass. Ja, so lange bis dann die Rollernummer kommt, wo sie ihn mault. Aus einer Familie von Musikern. Das ist Ja, wie gesagt, ja, alles Arschgeigen. cool. Aber richtig spielen kann ich eigentlich nur Piano und ein bisschen Schlagzeug. Oha, dann kannst du uns ja So, mal was jetzt- vorspielen. Ja, ne, fragt sind da besser nicht da. Das wollt ihr nicht, dass der euch was vorspielt. Das wäre ganz cool. Ja, wenn du ein Schlagzeug hast. Ich wollte gerade kein sagen. Schlagzeug. Achso, ja, wenn du die Instrumente nicht da hast, dann ist scheiße. Ja, dann geht's natürlich nicht. So, meine Lieben, damit sind wir auch mit dem ersten Level vollkommen durch. Außer ich habe jetzt irgendwas übersehen. Ich habe hier 3. Yeah, Rainer, gut hast du das gemacht. Das erste Level, vollkommen auch noch. Also richtig gut. Mich wundert's schon wieder, dass das mit seiner Let's Player-Karriere, dass das nicht hingehauen hat damals. Er offensichtlich dafür gemacht. Ich habe hier 3. Ich habe hier alle. Hier drin hatte ich ja auch alle. Genau, perfekt. Die habe ich alle. So mal sehen. Ich habe hier alle. Ich habe hier alle. Habe ich hier auch alle? Ja, ich habe auch hier alle. So. So, Wie viele hast du jetzt genau, Rainer? Hast du schon alle? Ihr habt die nicht genau verstanden. Kannst du es bitte nochmal wiederholen? dann habe ich hier alle. Warum hat hier alles Augen eigentlich? So, hier habe ich alle, hier habe ich alle, hier habe ich alle. Okay, dann habe ich das Level hier eigentlich vollkommen abgeschlossen. 72 von 72, true. So, dann kommt das nächste. Ah, super anstrengend. Super anstrengend. Das Level komplett abgeschlossen. Habe wieder harte Arbeit geleistet. Jetzt erstmal die Füße hochlegen. Ja? Nach so einem anstrengenden Arbeitstag. Das ganze erste Level. Und alle hat er. Aber auch alle. Der Level. So, ich werde mal kurz nachgucken. Ich glaube, er hat sie halt nicht mehr alle, aber da hat er alle. Also, ich habe 61% von Palia runtergeladen. Ich werde mir mal kurz eine Cola holen. Ich bin gleich wieder da. Alles gut. Ja, schützt da rein, ne? Wie haben wir das so schön getextet? Ändert sich Schwipschwapp rein in das Wasserbein. Und das ist, ne? Let's go, Rainer. Jetzt eh schon wurscht. Ne? Jetzt kann er es auch durchziehen. Rainer ist ja keiner, der aufgibt, wenn es schwierig wird. Ne? Den frühzeitigen Adipositas-Tod, den zieht er durch. Ne? Ja. Alles gut? Ja, ich war jetzt bis gerade vor einer Minute oder was weg oder 2. Ich muss ja erst einmal 5 Stockwerke, 5 Stockwerke, weil man kennt das, ne? 5 Stockwerke runter. Ja. Hat sich der Uwe unter der Pension so einen Atomschutzbunker reinbauen lassen, oder dass du jetzt 5 Stockwerke runter bist, um da Cola zu holen? Nee. Stimmt, der Rainer wohnt ja in Berlin. In 5 Stockwerke muss der jetzt runter und dann schnell nur zum Späti laufen. Hat er sich noch eine Cola und ein paar Zigaretten geholt und dann wieder rauf die Treppen. Oh, harte Arbeit. Das kann schon mal, ganz ehrlich, der wird wahrscheinlich irgendwie auf dem Lokus gesessen haben. Und ich glaube, dass das bei ihm wirklich harte Arbeit ist, bei dem, was der frisst. Und so wahrscheinlich wie der komplette Körper schon komplett desaströs kaputt ist. Ich glaube, von seinem Mikrobiom wird auch nicht mehr viel übrig sein. Ich glaube, der Mann braucht durchschnittlich, wirklich, und zwar ohne Handyzeit, 20, 30 Minuten auf dem Pott. Ne? Das ist die Nummer. Und dann muss danach immer wieder geduscht werden, ne? Weil er ja mit der Hand nicht mehr hinkommt. Hat mich der Nachbar aufgehalten. Ah. Ja, hab mich jetzt genötigt, noch 2 Schätzchen zu saufen. 2 Schnaps.
Wie deutlich wollen sie es machen, dass sie immer noch bei Alkoholiker-Nazi Uwe wohnen? Ja, er hat mich jetzt gezwungen, noch 2 Schnäpse mit ihm zu saufen. Der Nachbar, natürlich. Mitkaufen und habe mich jetzt dann loseisen können und bin nicht zurückgekommen. Und ich habe ja schon gestern erzählt, dass mein Rechner einfach abschmiert zwischendurch. Warum auch immer. Ja. Und Warum? das ist eben vorhin wieder passiert, als ich jetzt unterwegs war. Und jetzt bin ich gerade zurückgekommen, der Rechner aus, beziehungsweise er hat neu gestartet, aber kein Internet mehr. Also musste ich ihn ausmachen. Kam in dem Zusammenhang gut entgegen, weil ich schiffen war. Und dann danach wieder eingeschaltet, jetzt funktioniert er wieder. Ich hoffe nur, dass er nicht wieder einfach von vornherein einfach so... Das hört sich für mich wie eine Geschichte an, wie er sich unter Krämpfen auf dem Pott zusammengerendert hat, um seine lange Abwesenheit den Bärchen zu erklären, wenn er dann wieder zurück an den Rechner kommt. Das hier wieder Storys aus Wolkenkokosheim ist das. Okay. Ja, hoffentlich nicht. Das wäre irgendwie scheiße. Ja, es kommt aber leider tatsächlich öfter mal vor. Woran das aber liegt, weiß ich nicht. Das ist das Problem daran. Ja, keine Ahnung. Das kann halt sein, dass der Rechner Schrott ist, ne? Ich nehme an, dass das dieser Gaming-Laptop ist, den er sich dann damals noch gekauft hat, Anfang 22. Der ist dann halt jetzt auch schon 3,5 Jahre alt, ne? So alt wie mein Kanal. Nicht ganz so alt. Ich glaube, den hat er sich ein paar Wochen später gekauft. Und, ja, mein Rechner ist auch relativ alt, aber das ist halt ein Tower. Den habe ich nicht irgendwie Ewigkeiten durch die Walachei bei Wind und Wetter geschleppt, während der Zigeunerstaffel, ne? Und Ja. dann habe ich mir jetzt noch eine Cola aus dem Keller geholt. Wo ist jetzt Wulli? Ich glaube, die dachte, du kommst nicht mehr Also, Entschuldigung, sag mal Paprika-Staffel, ne? wieder. Habt ihr euch nicht verstanden, oder was? Doch, wir haben uns ein bisschen unterhalten, aber sie meinte dann, sie müsste noch irgendwas machen und deswegen war sie weg. Ich weiß nicht, vielleicht war sie ja auch nur wegen dir da. Ich hab gestern schon das Gefühl gehabt, sie ist vielleicht ein kleines bisschen eifersüchtig, aber ich weiß es natürlich nicht. Ja, Rainer, jede Frau, die auf deinem Discord ist, die verliebt sich sofort unsterblich in dich. Das ist, glaube ich, diese Unnahbarkeit, die durch diese unfassbare Prominenz und diesen Charakter, diesen Charme kommt, ne? Da kleben sie an einem, ne? Kann man nichts machen. Ne? Rainer hat 5 an jeder Hand. Kenn ich Meinst sie du? nicht, aber ja, sie hat gestern schon ein bisschen den Eindruck gemacht, so ein bisschen von, hey, ihr zwei seid mir hier nicht alleine. Es ist möglich, ja, auf jeden Fall. Das soll das möglich sein. Ja, ich weiß nicht, ob das dann was mit Eifersucht zu tun hat, oder ob die vielleicht der Meinung ist, so, da sollte jemand dabei sein zum Schutz der anderen Frau, ne? Dass er einfach sagt, ich finde das nicht gut, wenn du alleine irgendwo und wenn es auch nur im Discord mit Rainer bist, so, weil der hat sie nicht mal alle und ist potenziell gefährlich, ne? Lass mal mich als Zeugen mit dabei haben. Ja, warum nicht? Hat sie einen Grund, eifersüchtig zu sein? Wer weiß. Sie weiß ja nicht, was wir reden, wenn sie nicht da ist. Ja. Ja. Bin erst die nächsten 15 Minuten weg, komme später dazu. Ah ja, okay. Hat sie gerade Oh, kommt die Nachgeburt noch hinterher, oder? Ja, ganz ehrlich, wirklich. Mit dem seine Verdauung möchte ich mir echt nicht vorstellen müssen. Ja. Im Voice. Ah, ich habe gerade nicht geschaut. Naja, das ist gerade erst gekommen in der Sekunde, wo ich das vorgelesen habe. Ich habe den Voice auf dem zweiten Bildschirm. Aha, okay. Ich habe halt keine 2 Bildschirme, deswegen. Ich bin froh, dass mein Laptop noch so funktioniert. Ich habe mir den am Anfang des Studiums gekauft und der ist schon, naja, also wenn man den jeden Tag mit sich rumträgt und jedes Mal in der Uni verwendet und so, da sind schon ein paar Dinge abgeplatzt und naja, ich hoffe mal, der hält noch so lange durch, bis das Studium zu Ende ist und dann schauen wir mal, da kaufe ich mir was Neues. Ne, ich habe meinen Rechner 2 Jahre lang durch Deutschland geschleppt. Was? Ja, da sind wir nämlich, ne? Da sind wir nämlich. 2 Jahre weiß ich auch nicht, Digga. Wann ist er denn da bei Uwe? Ist er da eingedroppt? Ich glaube irgendwie was war das, im Juli oder im August 2023? Wir wissen ja, dass er 2022 auch nochmal irgendwie 2 oder 3 Monate beim Frankengamer untergekommen ist. Dann sagen wir mal, Rainer, du hast das Ding 1 Jahr durch die Walachei geschleppt. Ne? Das gebe ich dir. Aber natürlich ist das für so einen Laptop natürlich auch nichts Großartiges.
Vor allem nicht, wenn du da irgendwie um die Schultern vom Dicken hängst. Ne? Ja, ich habe den Laptop mir gekauft, bevor ich mein Haus verkauft habe. Und da habe ich 2 Jahre auf der Straße gelebt. Und habe Ja, Rainer, du hast dir den Laptop gekauft, nachdem du das Haus verkauft hast, weil, Rainer, du davor keine Barne hattest, um dir so einen Laptop leisten zu können. in der Zeit den Laptop mit dabei gehabt. Habe den 1,5 Jahre, fast 2 Jahre mit durch die Gegend geschleppt. Hä, was hat... Ach so, Wolbani hat gerade was reingeschrieben, so ob der PC wieder ausgegangen ist. Ja, aber das klingt echt anstrengend, so die ganze Zeit alles mitzuschleppen und dann von einem Ort zum anderen quasi. Ja, ich hatte grob, was hatte ich? Ich hatte grob 25 Kilo Marktgepäck dabei, mit Laptop allem drum und dran. Oh, okay. Ja, allein der Laptop hatte 3 oder 4 Kilo, mit allem Equipment und so weiter. Also kam ein Equipment fürs Übernachten und so weiter, wenn ich draußen geschlafen habe. Manchmal auch Lebensmittel, Getränke. Ich meine, wenn du 2 Getränke dabei hast, sind das ja schon für 2 Liter oder 2,5 Liter sind 3 Liter, sind schon 3 Kilo. Ne? Also 2 Flaschen dabei sind schon 3 Kilo, der Laptop sind etwa 5 Kilo mit allem Equipment. Dann kommen dazu 2 Hosen, 2 T-Shirts, ein Pulli. T-Shirts wieder. Ja, Rainer, du hast ein bisschen das Notwendigste dabei gehabt, Rainer. Gebe ich dir. Ist nie gut, wenn man permanent mit Marschgepäck unterwegs ist und das nicht parken kann irgendwo und kein Zuhause hat. Gebe ich dir auch, Rainer, aber tu jetzt bitte nicht so, wie wenn du das irgendwie, als hättest du da die Grundausbildung zur Fremdenlegion absolviert, mit 50 Kilo Rucksack und Waffen und Klump und dann den Berg hoch im Laufschritt. Du bist halt mit dem ganzen Klump irgendwie von A nach B gewongelt und 90% von der Zeit bist du im mobilen Apartment, ich meine in der Regionalbahn gesessen, weil es damals zufällig gerade das wunderschöne 9-Euro-Ticket gab und du deswegen das am besten leisten konntest, in der Gegend rumzupimmeln von Buxtehude nach, hast du nicht gesehen. Ersatzsocken, Unterwäsche trage ich ja nicht. Schuhe habe ich. Auch das ekelhaft, Rainer. Das auch wirklich bei deiner Körperhygiene. Jetzt seitdem habe ich immer so eine kleine Abscheu, wenn ich mich in irgendeinen Zug von der Deutschen Bahn setze. Weil ich mir denke, könnte das, wo ich mich jetzt hinsetzen will, der Sitz sein, wo Rainer damals mit der Plastikbuchse ohne Unterhose da gesessen ist und sich die Wasserfälle von Arschschweiß da rein ergossen haben. Und dann schüttelt es mir immer ein bisschen. Das ist kein schöner Gedanke. Ich habe normal für nur meine Hausschule dabei, dann habe ich einen, ich das nebenbei fand lassen, dass ich keine Unterwäsche trage. Ja, wollte gerade sagen. Ja. Unterwäsche trage ich nicht. Und dann kommt nicht instant irgendeine Reaktion und dann kommt so, im Übrigen, ich habe ja vorhin was gesagt. Bitte jetzt drauf eingehen. Huldigen Sie mir. Ich habe einen Gaskocher dabei gehabt mit einem kleinen Topf. Genau, meistens dann noch eine Flasche Wasser oder so oder eine Thermoskanne habe ich noch dabei gehabt. Dann meistens noch so einen Tee oder irgendwas. Also grob zusammengerechnet. Dann habe ich auch noch eine Isomatte oder sogar 2 Isomatten teilweise dabei gehabt. Diese Brösel-Zitronengetränk, Rainer, das zählt nicht als Tee. Und es wiegt auch nicht viel. Also alles in allem so etwa 25 Kilo Marschgepäck dürften das mindestens gewesen sein. Und dramatisch, Rainer, dramatisch. So bin ich halt quer durch Deutschland gereist und das etwa knapp 1,5, 2 Jahre. Oh wow, also das ist auch echt eine lange Zeit, dass du das so durchgehalten hast, krass. Ja, das ist für mich jetzt nicht... Das wäre alles an sich für mich gar kein so großes Ding gewesen. Nee, wenn es im Winter nicht kalt geworden wäre. Alter Maul, du bist halt vor allem über diese Winter immer irgendwo noch untergekommen. So hart gelitten hast jetzt dann auch wieder nicht. Wie gesagt, ist sicher eine scheiß Situation, gebe ich dir, aber da gibt es andere Leute, die sind viel ärmer dran gewesen als du. Da hast du ja wenigstens nur deine Diggity-Doggity-Barre nicht betteln können, um abends dann schön ins Hotel einzudroppen. Wenn ich jetzt so ein Mensch bin, der halt sich immer Gedanken darüber macht, was alles... Schon wieder gelogen, Rainer.
Das mit dem Mensch, keine Ahnung, na, aber er macht sich halt um nichts Gedanken. Rainer, wenn die in der Lage wäre, sich über irgendetwas Gedanken zu machen, wäre er nicht in der Situation, in der er jetzt ist. Ne? Kognitiver Totalausfall, der Mann. So abgeht so. Und ich habe halt oft auch mal einfach Gedankengänge dann, wo ich mir denke, so, ja, du kannst es jetzt halt auch nicht bringen, dass du jetzt beispielsweise da einfach irgendwo in einem Wald pennst und ein Lagerfeuer machst, ne? Achso, ich hätte gedacht, das hast du dauernd gemacht. Du hast uns doch verkauft, damals, dass du dauernd im Wald übernachtest. Also, du hast Videos gemacht, deine Survival-Videos, wie du da Zeltplane aufgespannt hast. Hast uns den Unterschied erklärt zwischen Survivalen und Campen. Falsch natürlich, aber immerhin. Ne? Und jetzt sagt er, ja, nee, so bin ich nicht drauf. Ja. Das fände ich assi, im Wald zu pennen. Da habe ich lieber entschieden, meine Würde auf TikTok an Dullis zu verkaufen für ein paar Rosen. Und dann die dadurch erbettelte Kohle sofort für ein überteuertes Hotel auf den Kopf zu hauen, weil ich hageldumm bin. Aber so assi, dass ich im Wald penne, bin ich nicht. Ja? Da kann ja auch mal was schief gehen und so. Und ich habe dann immer oft so Kopfkino-Geschichten dann dabei, wo so ein bisschen so nicht so ganz so lustig ist. Wie? Und dann denke ich so, ja, da. Kopfkino hat er. Du bist der Schisser einfach, Rainer. Was soll dir im fränkischen Wald, was soll da denn da passieren? Nischt. Gar nischt. Das am Arsch der Welt, wo er da in Emskirchen wohnt, da passiert im Wald genau gar nichts. Du siehst wahrscheinlich nicht einmal irgendein Viech, weil die einzigen Viecher, die da umeinander sind, sehr scheu sind und die gehen Menschen aus dem Weg. Du bist ja Schisser einfach. Oh, es ist nachts dunkel. Kannst du dann irgendwo dein kleines Kinderlicht einstecken, damit du nicht so viel Angst haben musst. Da schenke ich mich ein, da schenke ich mich ein, da schenke ich mich ein. Wie, was soll da passieren? Ja, Rainer, du bist sehr eingeschränkt, das haben wir jetzt begriffen. Was soll da passieren, wenn man da im... Ja, ist ja illegal. Darf dir nicht einfach irgendwo ein Lagerfeuer machen. Ach so, ja, okay. Und du musst jetzt Ja, aber du hast doch deinen scheiß Gaskocher dabei gehabt, Rainer. Du hast doch den Gaskocher dabei gehabt. Dann, mach da halt damit was. Du brauchst ja kein Lagerfeuer. Sind in den wilden Westen, Rainer. wo machen, wo dich keiner sieht. Und bei mir ist die Situation, wenn mich irgendeiner sieht, hast du gleich wieder diese ganzen Idioten um die Backe. Ich habe sogar zweimal einen Lagerplatz mitten im Wald verlassen müssen, weil Leute nach mir gesucht haben an bestimmten Stellen, wo sie mich zuletzt gesehen haben. Und wo sie dich zuletzt gesehen haben, Rainer, weil du ein Video dort aufgenommen und das ins Internet gepimmelt hast. Für damals, glaube ich, sogar noch YouTube-Barne. Ja, da waren so YouTube-Barne, da hat er den YouTube-Kanal noch gehabt. Nicht wissen, dass er ihn bald nicht mehr hat. Das war kurz vor der Schlüsselloch-Staffel. Wir wissen jetzt inzwischen, wir haben vermutet, er wäre bei Marion gewesen, aber in der Schlüsselloch-Staffel, da war er beim Frankengamer. Man erinnere sich an so großartigen Content wie viel Milchschnitten kann ich fressen oder wie viel Kugeln Mozzarella kann ich fressen oder wie viel Actimel kann ich saufen. Da ist wirklich absolutes Glanz-Entertainment entstanden damals. Und das Ganze immer mit so einem 80% geschwärzten Bildschirm, das aussah wie wenn man so ein, keine Ahnung, als wäre man ein Spanner, der durchs Schlüsselloch schaut und dahinter ist nur er und frisst Milchschnitten. Da hat er auch immer erzählt, er draußen und so. Wir haben gedacht, er ist bei Marion, er war aber beim Frankengamer. Und da hat er dann den Kanal verloren. Das war im August 2022. Pünktlich zum Geburtstag war der Kanal weg. Weil da ist er wieder ein bisschen übermütig geworden. Denn es hat jemand die Dreistigkeit besessen, ihn nicht nur zu kritisieren, sondern ihm sogar das Metaler-Sein abzusprechen. Im Übrigen, Rainer, du hast Metal-Verbot. Und zwar jemand, der tatsächlich aus der Szene war. Und das konnte er nicht auf sich sitzen lassen. Es war das Problem, dass der Rainer kurz vorher zum Geburtstag von gewissen Leuten einen Strike auf seinen YouTube-Kanal reingemettelt gekriegt hat. Ne? Auf seine Lustlord-Videos und deswegen eine Woche die geschwollenen fetten Wasserhaxen hätte stillhalten müssen. Und das geht nicht. Das geht einfach nicht. Wenn Temper Tantrum Rainer jetzt ausrasten will, dann wird das gemacht. Und dann, was hat er getan?
Sein Ausraster auf seinem Vlog-Kanal hochgeladen. Da hat YouTube gesagt, herzlichen Dank, Herr Winkler, wir haben so lange darauf gewartet, dass Sie uns einen Grund geben, Sie für immer von dieser Plattform zu verbannen. Tschüss. Ne? Da drüben hat der Maurer das Loch in der Wand gelassen, schleich dich. Und da gab es das berühmte Tickety-Tockety-Video, wo er da sitzt, irgendwie, wo man sieht, die komplette Fresse ist zugeschwollen, weil er nur am Heulen war, weil sein scheiß YouTube-Kanal weg war. Die schönen, passiv erbettelten Internetbarne. Und dann hat er diesen Satz, sehe ich so aus, als würde ich mir Sorgen machen. Und dann so, ja, Digga, genau so siehst du aus. Oh, das waren schöne Zeiten. Wenn ich damals gewusst hätte, war erstmal eine Euphorie, aber wenn man damals gewusst hätte, dass daraus die TikTok-Staffel ersteigt, oder nicht mal gesagt, behalt deinen scheiß YouTube-Kanal. In einer Stunde durch den Wald gekreucht, bis sie mich gefunden hatten. Oh Gott, ey. Ja, es ist nicht normal. Das klingt echt anstrengend. Aber dann ist ja jetzt... Ist jetzt besser, oder so, wenn man nicht mehr unterwegs ist? Das unterwegs dann selber hat mich ja nicht gestört. Mich haben diese Idioten gestört. Ich bin jemand, ich bin gerne unterwegs. Ja, halt am Maul, Rainer. Du bist nicht gerne unterwegs. Rainer, wir hatten es beim letzten Mal schon etabliert, du hast einen sehr, sehr beschränkten Horizont. Und du hast Angst vor der großen, weiten Welt. Man hat das gesehen in dem Moment, wo du da von Schauerberg weggemeddelt bist und dann wirklich in der echten Welt draußen warst. Bist du auf gar nichts mehr klarkommen. Ansonsten wärst du ja nicht permanent da wieder nach Schauerberg zurückgemeddelt, obwohl du ja da nichts mehr hattest, was dich da hält. Nichts. Ne? Deine Familie wollte nichts mehr von dir wissen, das Haus hast du verkauft, was wäre denn da noch gewesen? Richtig. Du kennst dich da aus und du hast dich da sicher gefühlt. Du Angst vor der großen, weiten Welt hattest. Der Rainer, der davor noch großartig verzapft hat, ich mach Travel-Blogger und dann fahre ich und mach Videos und die lade dann hoch, wenn ich da schon nimmer bin und die Hater finden mich nie und hin und her und bla bla bla. Ne? Gut gelaufen ist es, Rainer. Sehr gut gelaufen. Ey, dich treibt's nicht umeinander, du reist auch nicht gerne, Rainer. Du sitzt am liebsten irgendwo vor einem Bildschirm auf einem möglichst stabilen, bequemen Polstermöbel und lässt davon irgendjemanden einmal am Tag mit dem Eimer den Trog voll machen. So, das Weltenbummler Wingler. Gerne auf Reisen, ich bin gerne unterwegs, ich schaue mich gerne um, ich laufe gerne. Achso, übrigens, Aloft hast du nicht, oder? Was habe ich? Aloft? Nee. Okay, schade. Das wäre auch ein cooles Spiel gewesen. Da habe ich auch noch 19 Errungenschaften, da habe ich 4 Stück, Das ist auch ein cooles Spiel. Sagt mir jetzt gerade ehrlich gesagt gar nichts. Muss ich mal kurz nachschauen. Also A-L-O-F-T. Aloft. Okay. Für was gibt's das? Ist Loft nicht ein Apartment? Nein. Hier, Monteurszimmer da. Kein Loft. Das stimmt ja nicht. Er wohnt ja im Penthouse in Berlin. Okay. Also Nintendo oder für PC. Also PC. Ich weiß nicht, ob es auf Nintendo auch gibt, aber auf PC, auf Steam. Ah ja. Steam hast du ja, nehme ich an. Ja. Ich kann dir auch einfach den Link schicken, wenn du willst. Ja, mach mal. Ich schicke ihn einfach hier in den Chat. Alles klar. Oder soll ich ihn dir privat schreiben? Wie du? Boah, Mahani, Digga. Nicht machen, Rainer. Nee, aber ich hab's schon gelesen, hier steht, ja, verführerische Stimmen. Den Scheiß haben wir jetzt 6 Minuten lang. Oh, my friends. Nehmt's noch mal einen tiefen Schluck. Jetzt geht's runter, die wilde Fahrt beginnt. Du möchtest. Ich hab ihn schon reingeschickt. Ich kann dir gerne mal andere Sachen privat schreiben, wenn du das möchtest. Ah, was denn? Ja, natürlich. Frag nicht. Ja? Und ob du das möchtest oder nicht, wird dann im Endeffekt dann auch keinen Ausschlag mehr geben. In dem Moment, in dem der weiß, dass du ein Bärchen bist, kriegst du diesen Inhalt so oder so. Ne? Frag Benetik. Natürlich ganz anständige Sachen, so vielleicht mal Bilder von einer Erdbeere oder so. Ah ja, okay.
Ja, es ist halt im Prinzip ein Spiel, bei dem du... Digga, was? Das war's jetzt das war ein ähnlicher Cut wie die Forza ist fertig runtergeladen Aussage damals. Nur, dass man halt von sexueller Belästigung zu Gaming geswitcht ist. So. Ah ja, gerne ein Foto von deiner Erdbeere. Naja, das ist ein Spiel, in dem kann man. Keine Ahnung, ich hätte gerade fast einen halben Schlaganfall gekriegt und gedacht, das kann ja nicht sein. wie sagt man? Wie sagt man jetzt einer? Ein Spiel, bei dem du quasi auf einer Himmelsinsel aufwachst mit verschiedenen Sachen. Es ist ein Survival-Game halt, wo du quasi auf einer Insel aufwachst und verschiedene Inseln wiederherstellen musst. Dann hast du Schafe und andere Tiere. Die musst du quasi rumeiern. Du kannst eine eigene Insel... Die musst du rumeiern, ne? Klingt spannend, Rainer. Ich werde es mir sofort kaufen. Not. Bauen. Mit der Insel kannst du quer durch das Wolkenmeer fliegen, durch das du rennst und so weiter. Okay. Es ist ein sehr, sehr cooles und sehr, sehr schönes Spiel. Das macht sau viel Laune. Ja, glaube ich doch. Aufs Wort, Rainer. So, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber ich habe kurz Pause machen müssen, weil meine Herzensdame nach Hause gemeldet ist und genau. Der musste ich kurz Hallo sagen. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, verführerische Stimmen. Let's go. Ist auch von den Machern von Conan Exile, falls ihr das was sagt. Also von Funcom. Achso, ja, genau, das Spiel. Ne? Okay, spannend. Ne? Sagt mir jetzt gerade nichts, aber klingt auf jeden Fall spannend. Ich muss mir tatsächlich gerade Steam nochmal neu runterladen, RIP an der Stelle. Wie kann man Steam nicht auf den Rechner bekommen? Das ist das erste, was ich mir installiere. Ich weiß nicht, ich benutze Steam tatsächlich sehr, sehr, sehr wenig. Früher mehr. Ne? Früher habe ich viel mehr Steam benutzt, aber da habe ich auch Counter-Strike gespielt, wie ein Gasnarischer habe. Und, aber in Zwischenzeit eigentlich kaum noch. Ne? Ich bin mehr oder weniger fast zu 100% auf die Playstation geswitcht. Ja, alter Switcher bin ich. Das erste, was ich mir installiere, das letzte, was ich runterschmeiße. Ja gut, ich habe Steam länger nicht genutzt, also ich hoffe, ich finde mein Passwort noch. Das wäre schlecht, wenn du es nicht findest. So, ich bin bei 13, wärst du es noch? Wäre das nicht gut, wenn man das Passwort nicht findet? Ich habe mal gedacht, wenn man das Passwort nicht mehr findet, dann ist ganz toll, Rainer. 2 bei Palia. Oh, warte, ich muss mal gucken. Palia ist fertig. Ja, wenn du nur updatest, ist es klar fertig. Ich muss ja komplett runterladen. Ich bin jetzt bei 80%. Bin gerade geswitcht. Ich muss... Ja, auch wieder ein Switcher. Hey, das würde nicht so lange dauern. Das lädt ja schon ewig runter bei ihm. Ne? Und wo glaubt ihr, ist das Internet schneller? In Berlin? Oder in Zobes in Hinterpfuhlteufel? Weiß ich nicht. Ne? Also, wenn er in Berlin wohnen würde, dann hätte der ein Internet, das in der Lage ist, dieses Spiel deutlich schneller runterzuladen. Ich nachher noch ein Video raussuchen. Ah, was denn für ein Video? Aha. Da ist mich ein bisschen in die Bredouille hier, kann das sein? Niemals. Ja. Ein Video, bei dem ich mich etwas erleichtern kann, damit es mir besser geht. Aha, okay. Ist das so ein Ding, wo so Wassertropfen sind, weil deine Prostata schon geschwollen ist? Du deswegen nicht mehr pissen kannst, Rainer? Ich weiß, worauf er hinaus will, ich will es nur nicht hören. Ja. Und ich denke jetzt nicht zweideutig, ja? Weiß ich nicht. Gut. Ich kann leider deine Gedanken nicht lesen, wäre aber cool, wenn. Ah ja. Würde mich interessieren. Ja, manchmal wäre das ganz interessant. Aber vielleicht wird... Boah, Rainer, ganz ehrlich, ich glaube, dann wäre Exitus bei dir. Ich glaube, Rainer, du willst nicht wissen, was die Menschen wirklich über dich denken. Würdest du das wissen wollen, hättest du viel öfters die Kommentarfunktion bei irgendwelchen Videos dort gelassen. Ne? Auch nicht dauernd irgendwelche Leute aus deinem Chat gebannt im Stream, ne? Du wirst nicht wissen, was die Leute über dich denken, Rainer. Wirst du manche Dinge auch gar nicht wissen. Das macht mich jetzt nervös. Was zum Beispiel? Erzähl ich vielleicht wann anders mal. Nö. Doch. Raus damit. Du hast es jetzt gerade angeteasert, jetzt musst du es auch raushauen. Na klar. Warum? Weil ich mir jetzt Sorgen mache. Ach, brauchst du nicht. Ja, wenn ich irgendwas nicht wissen will, dann muss ich mir ja wohl Sorgen machen. Vielleicht willst du es ja doch wissen. Ach, egal. Ja, Nein. Genau.
Will ich, tue ich. Deswegen frage ich ja. Mhm. Also, Ja, das kann ich jetzt nicht einfach so sagen. warum? Mhm. Soll ich meine Verführerstimme auspacken? Nein. Ja. Na, dann Mädchen. Nein, haben wir gesagt. Nein. meine Kleine, sag doch mal. Was genau will ich nicht wissen, was ich doch wissen will? Oh mein Oh, Rainer, du willst nicht die Details über darüber, wie desaströs dein Gesundheitszustand ist. Die willst du nicht wissen. Gott, Alter. Was? Jetzt ist, hat sie es gehört, da hat sie vergessen, sich zu muten. Hier, hört's. Die spricht mit irgendjemand, wahrscheinlich mit ihrem Macke, der daneben sitzt und sie googelt vor Lachen. Und sie mutet sich zwischendurch wahrscheinlich immer wieder und da hat sie übersehen, sich zu muten. Hört's mal genau hin. Oh mein Gott, Alter. Okay, Rainer. Rainer, wenn du nicht komplett behindert bist, brichst du in dieser Minute, in dieser Sekunde dieses Gespräch ab und bannst die von deinem Discord. An Betracht der Tatsache, dass das Ding hier noch 23 Minuten geht und wir danach noch 6, 7 andere Teile haben, ist er halt nicht so dumm. Der hält es wahrscheinlich, der glaubt wirklich, die ist begeistert jetzt von seiner sexy Stimme. Was? Nix. Hast du etwa Gänsehaut? Ja, aber nicht vor Erregung, Rainer. Ich krieg auch Gänsehaut. Kombiniert mit so einem leichten Kotzreiz. Vielleicht. Na, dann erzähl doch mal, was ich wissen will, was ich... Das ist erstaunlich, gell? Wir sind auf dem Snoo-Snoo-Thema. Und das Blut ist schon wieder komplett raus aus dem Spatzenhirn und in die Körpermitte geflossen. Und er checkt's halt nicht. Ganz ehrlich, dieser Slip-Up von ihr, der hätte wirklich streambeendend sein müssen. Vor allem bei einem Rainer Winkler, der ja immer erzählt, ja, inzwischen durchschaue die Hater immer und bla 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 bla. Dass der da nicht hellhörig geworden ist. Nee. Da war er schon im Modus. Da war er schon im Modus, ne? Der Belästigungstrain hat keine Bremsen. nicht wissen will, was ich wissen will. Jetzt bin ich neugierig. Gut, dass uns gerade keiner zuhören kann, ich sag's dir. So, Ja, ist schon hot so. was denn? Ich verstehe nicht, was du meinst. Ja, keine Ahnung. Dein Pansy ist es nett. Ne? Viagra-Lord. Deine Stimme so. Ich kann auch noch anders. Ja. Tiefer, deeper. Also, Dümmer, Rainer. Dümmer. erzähl. Ich bin gerade sprachlos. Ja, ich weiß, das ist ziemlich scheiße, ne? Was? Ich weiß, das ist ziemlich scheiße, ne? Was ist. Was? Ja, es ist richtig, Rainer. Und das ist jetzt wieder so ein Fishing for Compliments. Er will, dass sie mir das widerspricht. Nein, Rainer, das ist total sexy. Ne? Er hört sich an wie Vin Diesel. Das ist scheiße. Da sagt er immer, er hört sich an wie Vin Diesel. Die Scheiße verzapfte seit eh und je. War, glaube ich, in dem letzten Bärchen-League auch schon irgendwo drin. Wo er dann so gemeint hat, ja, hier, seine Vin Diesel-Stimme. Stimme, ich bin voll schlecht darin. Nein. So, klar. Nein. Funktioniert hier offensichtlich nicht. Doch. Dann kann ich ja auch etwas anders reden. Nee, lass. Ja, Eunuchen, Rainer. Aber hey, komm, das ist besser als die My Honey-Stimme. Das mal. Etwas besser. Lass das Ein mal. bisschen quietschig und schön hoch. Oh Gott, oh Gott. Nee, deine tiefe Stimme ist schon sehr attraktiv, muss man schon sagen, so. Mhm. Bekomme ich dann jetzt die Info? Was ich wissen will, was ich nicht wissen will, was ich eigentlich wissen will, weil ich es doch wissen will, weil ich nicht wissen will? Wieso? Du hast uns auch nicht. Wissen will. Du hast uns auch nicht gesagt, was Möps sind, also. Weil Merps eine nicht definierbare Währung sind, die nur ich kenne. Deswegen. Ja, aber das kann es doch nicht sein. Ja, na klar, warum soll das nicht so sein? Es gibt in meinem Universum viele Sachen, die ihr nicht kennt.
Aber ich dachte, das wäre. Alles klar. Ich dachte, das wäre was aus diesem Universum. Ich frage mich, wie lange ich diese Stimme aufrechterhalten muss, damit du mir vertraust und mir sagst, was ich wissen möchte. Das tut mir wirklich tief. Oh, ganz ehrlich. Ey, in mir sind gerade wirklich hier ist ein Level von Fremdscham, von dem ich nicht glaubte, bis gerade eben ihn finden zu können. Rainer, du bist todescringe. Sein Urgroßvater sei Spitzbartseier, Digga. Du bist einfach komplett durch. Komm auf dich hat, die du behauptest. Dann kann es ja nur eine Frage von Minuten sein. Oder du machst dir natürlich über mich lustig, das kann natürlich auch sein. Nein, um Gottes Willen. Würde ich sogar verstehen. Das löst bei mir Mal schauen. Das löst bei mir überall ein Kribbeln aus, wenn du so sprichst, ich sag's dir. Man nennt das Cringe-Kribbeln, ne? Da beitelt's die. Na, schauen, ob ich meine Lieblingsstimme rauskriege. Sekunde. Ah, läuft, Pali ist schon. Warte kurz, lass mich kurz überlegen. Ja. Das ist wichtig, ja. Die Info, ob irgendein Spiel runtergeladen ist, die beim Rainer immer oberste Priorität. Egal, ob das Palia oder Forza ist. Ich muss mir den Text kurz überlegen. Vielleicht habe ich auch. Nein, es war scheiße. Ich habe den Text gerade nicht im Kopf. Ich habe nämlich ein bisschen diese Riddick-Stimme drauf. Ja, genau. Das ist eine Vin Diesel-Stimme. Okay. Aber ich habe den Text gerade nicht im Kopf. Warte. Necromanga. Nein, ich krieg das nicht hin gerade. Ich habe das aber auch lange nicht mehr gemacht. Ah ja. Necromanga. Stattdessen brachten sie uns auf einen Planeten, den wir nicht Foria nannten. Ja, Rainer. Das, ganz ehrlich, dass dem Mann überhaupt nichts peinlich ist. Das ist unfassbar. Der schamt sie ja für überhaupt gar nichts. Jedem Menschen mit ganz 5 Cent Hirn im Kopf muss doch vollkommen klar sein, dass das Arsch ist, was du da machst, Rainer. Was ist da los? Vielleicht habe ich auch die größte Sünde von allen begangen. Ja, Rainer, ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du die begangen. Rainer, wir haben schon mal besprochen, auch auf diesem Kanal und auf vielen anderen Kanälen, dass du wirklich alle 7 Todsünden in dir vereinst. Also, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ich wurde sterilisiert. Ja, ich krieg's nicht hin. Der müsste eigentlich viel kratziger und rauer sein, so richtig so. Mir fällt auch gerade der Text nicht ein. Gut, dass du mich gerade nicht sehen kannst. Warum? Weil sie sich brutalst den Arsch ablacht. Und wahrscheinlich neben ihrem genauso feigsten Stecher sitzt und sich denken, ja, das Goldhaar, das wird sowas von veröffentlicht. Einfach so. Sag mir doch. Ich krieg die Stimme heute nicht hin. Was ist denn heute los? Er checkt es halt echt nicht. Er checkt es einfach nicht. Warum habe ich diese Ding gerade nicht im Kopf? Warte mal kurz, ich brauche mal die Szene kurz als Referenz. YouTube. Perfekt. Nichts Neues für mich. Kopfgeldjäger. Wie man sich dabei so fühlen kann. Das ist so unfassbar. Ich kann bei so einer Scheiße nicht ernst bleiben, Digga. Geht nicht. Also wieder von vorn. Nein! Ich bin Nicht wieder von vorn, Rainer. Hör einfach auf. erschlagen. Ich bin wirklich erschlagen. Was hat er gerade? Hat er gerade die N-Bombe wieder gedroppt? Vorn. Ich bin erschlagen. Ich bin wirklich. Okay. Rainer, hast du von deinem Twitch-Bann hast du nichts gelernt, offensichtlich, oder? Erschlagen davon. Was bist du? Erschlagen davon. Das ist. Von meiner Stimme. Ja. Tja,
Nee. Ich kann das nachvollziehen, ne? Aber ich höre dem Mann ja schon länger bei seiner cringen Scheiße zu. Das fühlt sich nur an, als hätte man ein starkes Schädel-Hirntrauma, weil die Dummheit von ihm praktisch so Wellen schlägt und physische Schmerzen im eigenen Kopf erzeugt. Aber dich hat nicht wirklich jemand erschlagen. So, das Gefühl geht wieder vorbei. Liebes Bärchen, macht er da keine so großen Gedanken. Jetzt habe ich wieder die Referenz, die ich brauche. Ich hatte doch recht mit der Stimme. Ja, genau. Das ist, wenn Rainer sagt, so viele Leute haben ihm gesagt XY, ne? Dann ist entweder massives Lülülü und niemand hat ihm irgendwas gesagt, oder es ist dieses, die Leute auf meinem Discord, die mir die Kimme auslecken, um Met zu farmen, haben wir gesagt, hört sich ganz, ganz toll an. Und währenddessen aus der Luft geschnappt vor Lachen werden alle selber fast verreckt. Reddick ist eben einfach ein übelst tiefer Badass. Und die Stimme jagt sogar mir einen Schauer über den Rücken. Ja, die jagt mir auch einen Schauer über den Rücken, aber nicht aus den Gründen, die du glaubst. Alter, hier ist es mit der verführerischen Stimme gleich vorbei. Gott sei Dank. Also, Kleine, sag mir, was ich wissen will. Warte, Maul! Alles gut? Ja, Ach komm, als ob das so eine Wirkung auf dich hat. kein Scheiß. Also, dann erzähl mir, was ich wissen will, was ich nicht wissen will, was ich angeblich doch wissen will. Und dann doch nicht wissen will, weil ich es wissen will. Hä? Oder hast du schon vergessen? Du hast gesagt, es gibt in deinem Kopf Sachen, die ich nicht wissen will. Ja, ich hab's nicht Will ich vergessen. aber. Dann erzähl. Rainer, du bist, ich weiß, es stört dich nicht, aber ich wollte es nur trotzdem der Vollständigkeit halber nochmal angemerkt, du bist hart übergriffig gerade. Die Frau hat gesagt, sie will dir gewisse Dinge nicht sagen. Und dann hast du das zu akzeptieren, Digga. Okay, ich erzähl's aber nur weil wohl Bunny nicht dabei ist. Also, Ja. was denkst du denn, warum ich die ganze Zeit so viel kommentiert habe unter deinem Blog? Das liegt ja nicht nur am Universum, sondern das liegt halt einfach daran, dass ich dich halt als Person interessant fand. Und naja, ich habe schon gehofft, dass wir uns mal irgendwie näher kennenlernen, so weißt du. Okay. Das macht mich jetzt wiederum sprachlos. Wir können übrigens, wenn du willst, auch Palia starten nebenbei. Ach so, okay, ja. Hat er jetzt nicht gesagt. Leute, das hat er jetzt nicht gesagt. Boah, Rainer. Der abgeklärte Snoo-Profi Rainer ist so geflasht von dieser Aussage, die er zum 100. Mal von irgendeinem Bärchen hört und sie immer noch glaubt, jedes Mal aufs Neue, obwohl er jedes Mal danach sagt, nee, das war die letzte, nie wieder glaube ich das. Ist so geplättet von dieser Aussage, sodass das Hirn in Overdrive schaltet, so, oh, scheiße, was soll ich jetzt machen? Palia spielen. Oh, Rainer. Er ist unsexy, wenn die dir sagt, so, ich würde dich gerne näher kennenlernen, dann sagst du, ja, lass mal Palia spielen. Ja, also, die Sache ist halt, du kennst mich letzten Endes ja gar nicht. Ja. Und Letzten Endes. Ja, deswegen will sie auch näher kennenlernen. Würde sie dich schon kennen, dann würde sie auch nichts mehr mit dir zu tun haben wollen, Rainer. Ich glaube, das Konzept hast du auch noch nicht begriffen. Das hättest du vielleicht auch mal durchblicken können, dass das immer so ist. Dass die Leute in dem Moment, in dem sie dich wirklich kennenlernen, alle der Meinung sind, ach, doch ein Dirnspross, na, dann haben wir mal lieber nichts mehr mit dem zu tun. ich weiß halt nicht, ob das so, also ich habe halt schon die Erfahrung gemacht, dass es einige Menschen gab, die mich halt kennenlernen wollten und dann hinterher halt doch kein Interesse an mir hatten, weil sie letzten Endes eigentlich Bärchen waren, Rainer. Weil sie Bärchen waren. Alles Bärchen. Ausnahmslos alles. Sie auch, ne? Bärchen. Und er wird das nicht checken. Das ist nicht der letzte Bärchen-League. Ich call das. Also es sei denn, er reißt die Haxen hoch. In näherer Zukunft. Wenn er dann noch welche hat. Aber, wenn der in den, sagen wir mal, die nächsten 1,5 Jahre nicht den Löffel abgibt,
werden wir weitere Bärchen-Leaks bekommen. Und jedes Mal ist es dieselbe Scheiße. Es ist jedes Mal dieselbe Scheiße, weil er es glauben will. Ja, und deswegen glaubt er es wieder besseren Wissens, dass dann doch eine gibt, die sich denkt, mei, den übergewichtigen, stinkenden Versager 58er, das ist eine richtig gute Partie, den nehme ich mal. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, Rainer. Eigentlich sich jemand anderen vorgestellt haben oder halt eine Art Vorstellung von mir hatten, die ich halt nicht bin. Ja, das ist auf jeden Fall richtig, was du da sagst. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wenn wir jetzt generell noch ein bisschen mehr Zeit verbringen, so miteinander, auch mit Wolbani oder ohne, keine Ahnung, egal, dann werde ich das schon so ein bisschen mitkriegen, denke ich. Du warst die Erste, also zumindest die Erste, an die ich gedacht habe. Ob das die Erste warst von euch beiden, die ich angeschrieben habe, weiß ich jetzt nicht, aber wenn nicht, dann müsste ich jetzt die Zeitstände anschauen. Aber du warst die Erste, an die ich gedacht habe, als ich mit dem neuen Discord angefangen habe. Lustigerweise warst du eine der Ersten, oder eigentlich die Erste, wegen der ich überhaupt überlegt habe, diesen Discord aufzumachen. Oh. Das spricht schon wieder Bände über ihn. Ne? Er macht den Discord auf, nicht um über seinen Blog, sein Universum, seine Kommune oder Gott weiß was, seinen Glauben zu sprechen, sondern weil er sich gedacht hat, oh, in einem Discord habe ich gut die Möglichkeit, hier diese Frauen, die da kommentieren, zu belästigen. Lass mal Discord machen. Wow, okay. Danke. Weil ich mir auch gedacht habe, schauen wir mal, vielleicht geht da was. So, jetzt bin ich online. Wie kann ich dich jetzt einladen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube auch schon mal irgendwie Freunde hinzugefügt bei mir. Aber ich weiß nicht mehr, wie das ging. Hat es überhaupt, kann man das überhaupt konsolenübergreifend spielen? Ich habe keine Ahnung. Ansonsten muss ich mich bei Gelegenheit nochmal drum kümmern, dass ich das woanders dann, also dass ich es auf meinem Laptop auch spielen kann. Also ich glaube, auf Steam ist es tatsächlich kostenlos, aber da musst du halt von vorne anfangen. Ja, das stimmt. Also auf F habe ich eine Freundeliste. Ganz ehrlich, bevor ich plane, irgendein Spiel mit jemandem zu spielen, der auf einer anderen Plattform ist, checke ich da mal kurz ab, ob das Cross-Plattform ist, oder? Oder bin jetzt ich da dumm? Liste, aber ich kann gerade niemanden so anmachen. Hier. Anfragen. Was ist denn das? Öffnen? Ah ja. Freunde. Also, pass mal auf. Ganz ehrlich, das hört sich jetzt gerade wirklich an wie so eine. Kennst du das noch früher? Ich glaube, das war das in der Mickey Mouse. In irgendeiner Zeitschrift hat's dann immer so CDs gegeben auch. Damals, in den 90er Jahren. Und ich hatte da eine, da waren irgendwie Wahlgeräusche drauf. Ne? CD mit Wahlgesängen. War in irgendeiner Zeitschrift mit dabei. Und ich glaube, das, was wir jetzt hier gerade geboten kriegen, unter das Palia-Date, ist halt dasselbe Ding, nur statt Wahlgesängen sind halt Idiotengeräusche drauf. Das ist einfach so. Ja, was soll man hören? Wahl, Vögel, Wasserfall, Depp. Ja. Sag mir mal deinen Namen. Warte, ich schick dir. Oder so. Ich schick dir das mal privat. Okay. Da freue ich mich drauf. Mist. Ich das immer. Aber jetzt halt doch deine Scheißfresse mit deinem Scheiß Riddick. Erst üben muss. Geht mir tierisch auf die Nerven. Tief, dunkel und kratzig. So, einfügen. Ja, das hat Butters Niveau einfach. Switcht Butters wieder zwischen dem normalen Butters und diesem Dr. Chaos oder wie er heißt. Das ist ein Supervillain, alter Ego. Oh Mann. Die Dame.
tatsächlich finde ich sie und sie müsste eine Anfrage von mir bekommen haben. Ja, tatsächlich. So, jetzt muss ich nur irgendwie rausfinden, wie ich die annehme. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ach ja, Freunde, genau. Und da ist eine Freundschaftsanfrage. Ja. Freundschaftsanfrage von mir, ja, akzeptiert. Jo. Sehr gut. Jetzt müsstest du auch theoretisch gesehen in mein Häuschen kommen können. Das Oder soll ich zu dir kann kommen? sein. Ich habe keine Ahnung. Also das letzte Mal, als ich Palia mit jemandem zusammengespielt habe, ist wirklich Aufpassen, lass dich bloß nicht von Rainer in sein Häuschen locken. Ja, da passieren Dinge. lange her. Also wer weiß, ob sich da jetzt was verändert hat. Auf meinem Grundstück ist auch nichts los. So, also ich kann noch zu dir kommen. Warte mal. Ja, runter von meinem Grundstück. Aber wo kann man denn seine Freunde finden in der Liste von dem beim Häuser besuchen? Das weiß ich tatsächlich gerade selber nicht, wie das geht. Aber ich kann Ja, ist super, ihr kennt euch ja beide brutal gut aus mit dem Game. mal gucken, kann ich dich auch einfach einladen? Das kann sein. Ah, hier, schau mal. Ich lade dich mal in die Gruppe ein. Okay. Komm in die Gruppe, Porsche Panamera. Yeah, geil. Ey. Das habe ich jetzt gerade gelesen. Oh, ehrlich? Mhm. Ups. In die Gemeinschaft einladen. In die Gemeinschaft einladen? Es gibt eine Gemeinschaft. Blockieren. Gruppe werfen, Admin, Freundes beenden. Nö, tatsächlich nicht. Kann es sein, dass mein Häuschen geschützt ist? Weiß nicht. Mal sehen. Ja, keine Ahnung, lass sie mal in die Nähe kommen. Wenn es wie macht, dann schau. Berechtigungen. Freunde. Nee, Freunde dürfen mein Häuschen besuchen. Achso, okay, das ist Bearbeitungen. Nee, probier mal, wenn du bei deinem Haus bist, da ist doch vorne, bevor du das Dorf, also dein Haus, dein Grundstück verlässt, vorne ist doch diese blaue Tafel. Ja. Probier mal, ob du über diese blaue Tafel mein Grundstück besuchen kannst. Ja, also das müsste ja theoretisch gehen. Hab ich nämlich auch gedacht. Aber irgendwie, wie gesagt, ich weiß da nicht gerade, wo man sich seine Freunde da anzeigen lassen kann. Warte, da muss ich mir kurz mal deinen Benutzernamen merken und dann. Also im Übrigen, ich habe 0 IQ, was Palia ist. Ne? Ich werde auch nicht nachschauen, weil es geht mir auch eigentlich massiv am Arsch vorbei. Aber es scheint so, dass man ein Häuschen baut und dann kann man sich das Häuschen besuchen oder so. Gebe ich den dann sonst mal ein. Oh mein Gott, was habe ich denn da alles einstecken? Ja, nee, ist klar. Was denn? Ich habe erstmal den Spielautomat hier hingestellt. Verrücktes Spiel. Das dauert, das erstmal alles aus dem Inventar schmeißen. Ich habe natürlich wieder mal keinen Platz in meinen kackigen Kisten. Kiste herstellen. Ich finde dich einfach nicht, da kommt irgendwie mal ein Fehler. Wie hast du das hingekriegt? Morgen. Wie hast du das hinbekommen und warum habe ich es nicht hinbekommen? Hey, voll cool. Bei mir ist hier gar nichts los, deswegen ich sag ja. Ich habe noch nichts so wirklich gemacht. Das ist auch Ewigkeit näher, als ich das letzte Mal gespielt habe. So, du gehst. Du solltest den Typen mal anquatschen hier. Ja, ich glaube auch. Der will irgendwas von dir. Ja. Okay, ich soll irgendwelche Schmetterlinge fangen. Und du hast hier Post. Ah ja. Und da will der nächste tut was von dir. Tja, so ist es. Quatsch mal mit dem, der will irgendwas von dir. Oh Mann. Mit so vielen Leuten quatschen, ey. Ja, das ist nochmal das Spiel, ne? Der wollte gerade, dass ich. Es ist harte Arbeit mit dem Spiel, ne? Muss man wieder mit einem quatschen, wieder mit dem anderen. Ich mache mal kurz nochmal Pause, dann schauen wir mal, ob da noch Fleisch dran ist oder nicht. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ja, das Palia-Date fällt wieder in dieselbe Kategorie wie die vorherige Dattlerei. Da ist bis auf vielleicht die ein oder andere unangemessene. Da ging es um irgendwelche Pflanzen anbauen. Da hat er einen Besamungsjoke gemacht. Haha, mal gelacht. Ansonsten erklärte er das Spiel. War nicht viel dran. Aber wir haben jetzt auch schon wieder eine Stunde geschafft. Die Pflichtstunde ist abgearbeitet. Arbeiten in großen Anführungsstrichen. Ist harte Arbeit und dann würde ich auch sagen, machen wir hier einen Cut. Das ist schön. Ende von diesem Video können wir gleich ins nächste gehen am morgigen Tag. Und schauen wir mal, wenn das Palia-Date noch weitergeht, überspringe ich das. Weil da ist halt wirklich wieder nichts Hörenswertes mit drin. Richtig. In diesem Sinne, Leute. Tut nicht, was Rainer tut. Metal off.